Ich weiß noch nicht, ob es auch mein Traum ist, aber finde dieses Haus für dich. Ich finde dieses Haus für dich, Papa. Genug von diesen Bildern, von denen seht ihr in dem Video definitiv noch genug im Verlauf von dem Video, weil das, was wir jetzt erzählen, ist alles innerhalb von 48 Stunden passiert. Jo. Das ist jetzt nicht ein tiefes Video, weißt du, was ich meine? Und zwar sind wir ja vor etwa so 2 Wochen auf einem Roadie gewesen, sind so ein bisschen rumgecruised mit einem geilen guten Roadtrip-Büsschen und es war einfach nice gewesen. Man muss dazu sagen, wir haben die perfekten Bedingungen für einen Roadtrip. Wir haben ein altes Frauenbüsschen gehabt, wir haben keinen Plan, wo wir hingehen. Wir haben ein Pflänzchen vorne innen gehabt. Was willst du mehr für einen Roadtrip? Rotzige Boxen zur Musik drauf hören. Ja, einfach alles perfekt für einen Roadtrip. Etwas hat nicht gefällt für den Roadtrip. Und zwar Dosenravioli. Dosenravioli! Oh, zu denen kommen wir auch noch im Verlauf vom Video. Angefangen jetzt ganz am Freitag zu oben. Der Can ist zu mir gekommen. Dann war es eigentlich schon dunkel, es war etwa 9 Uhr zu oben. Und dann sind wir losgefahren. Wie gesagt, wir haben nicht gewusst, wohin dass wir fahren. Und dann haben wir auf der Autobahn entschieden, dass wir Richtung Luzern fahren. Und dann sind wir Richtung Gotthard. Richtung Gotthard, genau, stimmt. Richtung Gotthard fahren und dann kommst du an Luzern vorbei und dann sind wir an Luzern vorbei gewesen. Und dann sind wir auf die wunderbare Idee gekommen, dass der Sayan in Luzern wohnt. Dann haben wir ihn angerufen und er ist nur eine halbe Stunde weg. Das heisst, wir sind den ganzen Weg nochmal zurückgefahren, dann so ein bisschen Richtung Engelberg hinterher und dort haben wir den Sayan getroffen. Erste Roadtrip-Stop. Was machst du? Wir sind hier in Engelberg angekommen. Jo! Nicht Engelberg. Fast Engelberg. Aha, so. Absolute Spontanaktion, aber das ist eben nice. Das ist eben der Roadtrip-Vibe. Nachher sind wir weitergefahren, und zwar sind wir dann zum Gotthard gefahren und bevor wir auf den Gotthard gefahren sind, war es absolut voll Nebel. Also wir sind gefahren und du hast nicht gesehen, ob du jetzt links, rechts oder geradeaus fahren. Plötzlich kommt einfach so eine Wand, du weißt so «Wuuuuh!» Ja, es war wirklich so. Es war wirklich so mega crazy gewesen. Wie hat man das gemacht, wenn man die Wand So «Wuuuuh!» Ja. By the way, der Marc sitzt da. Ja, und so. Das ist ja mega geil. Genau, und nachher sind wir so ein cooles Vordörfli gegangen. Wie hat das geheißen? Andermatt. Andermatt. Dann sind wir dort tanken, weil wir nicht gewusst haben, wie viel Sprit man braucht, um über den Gotthard zu fahren. Absolut nichts. Aber Ein richtig liebes Bild habe ich dort gemacht. Shit. Das ist so mit dem Nebel und allem, also so richtig moodyes Filmdörfli. Nachher sind wir so in eine Kneipe rein und dort liegt so ein Typ so mit dem Tresen und er sagt so «Hey nein, lass uns nicht da reingehen, nicht da aufs WC». Wie in einem Film, wir haben nur aufs WC, weil in einem Film steht so auf der Bar gelegen. Dann sind wir dann aufs WC gegangen, haben noch getankt und das war glaube ich schon am 11 Uhr oben und dann sind wir noch auf den Gotthard raufgefahren. Absoluter Nebel, wir haben wirklich nichts gesehen. Und dann sind wir oben angekommen. Absolut legendärer Platz dort übrigens, weil dort mein Name ist Eugen gefilmt worden ist. Ja, dann haben wir dort ein Büsschen so an den See geparkt. Das hat jetzt so ein paar Seen. Dann haben wir so das Büsschen extra rückwärts an den See geparkt. Wenn wir gedacht haben, wenn wir morgen aufstehen, dann machen wir hinten Klappen vom Büsschen auf und haben den geilsten Überblick So, auf den See. Und das typische Roadtrip-Foto, das man kennt, was aus dem Büsschen raus ist. Weißt du, wo man so liegt, ja, nach dem Foto und man so Beine, so absolut aufs Film rausgehen. Ja. Aber auf jeden Fall haben wir dann gemerkt, dass das Büsschen hinten innen, es schützt gegen Wind, es schützt gegen Nässe, aber gegen mich auch nicht. gegen mich schützt es nicht. Das heisst, gegen Kälte schützt es einfach mal absolut gar nicht. Und es hat etwa, ich weiß nicht wie warm es ist. Minus Ich schätze, es ist so Grad. minus 100 Grad. Nein, ich schätze mal so zwischen 5 und 10 Grad. Ja. Hat es wahrscheinlich gehabt. Und wir haben nur so einen dünnen Schlafsack dabei gehabt. Sommerschlaf. Und wir sind auch fast gestorben in dieser Nacht. Der hat es so kalt gehabt. Ich mache mal eine kleine Roomtour, wo der Can und ich jetzt oben schlafen. Gut, das wäre dann auch schon die Roomtour gewesen, weil es ist einfach hinten in dem Büsschen. Hier ein Rucksack, ein paar Mädchen angefallen. Es ist nicht einfach nur ein Büsschen. Und wir sind auf dem Gotthard oben drauf. Waste im Büsschen. Aber das ist die Nacht auf dem Gotthard, dann sind wir am nächsten Morgen aufgewacht. Wir haben vergessen, dass das Büsschen absolut nicht dicht ist. Ich meine, schau die Scheiben an. Das ist angefangen, das ist innen. Das ist nicht draußen. Aber die Schuhe stehen nice dort. Heim wollen schön die Klappe aufmachen, hinten aber alles voll Nebel. Einen halben Meter weiter gesehen, gerade so das Wasser hast du gesehen, weiter auch nicht.
so ist es im Leben. Und dann ja, haben wir uns dann eigentlich entschieden, dass wir losfahren vom Gotthard. Dann sind wir die Strasse runtergefahren, sind dann eigentlich aus dem Nebel rausgekommen. Und wir sind natürlich so gut die Gotthard kennen, dass wir dann gemerkt haben, dass wir auf der neuen Strasse sind, die sie neu gebaut haben. Und dort hat es ein richtig jäses Foto gegeben, wo man, ihr seht es gerade, wo man unten die Bassstrasse sieht, die alte. Und die haben eigentlich runterfahren, das heisst, wir sind dann umgekehrt, sind nochmal rauf und sind dann die alte Bassstrasse runtergefahren. Genau, dann haben wir dort noch ein paar nice Shots taped, ein paar Fotos gemacht, haben wir schnell einen Drohnensteiger gehabt. Genau, das war absolut fast vom Wind verweht worden ist, weil es so fest gewindet hat. Das Geile war, das ist so, wir haben uns den Wecker eben früh gestellt auf dem Gotthard, also die 6 haben wir uns den Wecker gestellt, weil wir einfach so früh wieder los, produktiv und da gestanden. Und es war einfach mega nice, so das Morgenfeeling. Ich weiß noch nicht, ob es auch mein Traum ist, aber finde dieses Haus für dich. Für dich, Papa. Ich finde dieses Haus für dich, Papa. Genau, sind wir runtergefahren auf Airolo, Bellinzona. Lugano. Und dann sind wir schon in Lugano. Dann sind wir in Lugano. Die müssen überlegen, das Ganze ist noch nicht mal etwa 13 Stunden bevor wir von daheim abgefahren sind. Ja. Dann sind wir in Lugano angekommen, haben jetzt das Büsschen irgendwo im Städtchen parkiert, also außerhalb sind wir an den See gegangen, haben jetzt ein paar sehr nice Shots aufgenommen. Jacuzzel, Digga. Dann sind wir nach Ponte Brolla, das ist so eine kleine Schlucht, das ist so ein recht cooles Badeplätzchen. Im Sommer ist es pumpenvoll, aber es hat absolut jetzt kein Mensch gehabt, es war mega nice. Außer so eine alte Omi, die dort ins Wasser reingelaufen ist. Also was absolut normal ist, dass das Wasser minus 10 Grad hat, aber die ist so reingegangen. ist dann eben ohne Scheiß eine halbe Stunde geschwommen, wir haben die nicht mehr gesehen. Die ist auch so lange geschwommen. Ist einfach gegangen. Wir haben dort irgendwie probiert Fischchen fangen und Musik gehört. Und dann haben wir ein bisschen chillt und Musik gehört. Endlich frei für die Welt! Und dann sind wir weitergefahren. Das Einzige, was wir gewusst haben, wir waren irgendwie ins Graubünden, so richtig Lags, weil Lags einfach ein nice Ort ist. Das heisst, wir sind losgefahren und sind dann Richtung San Bernardino, sind dann auf San Bernardino raufgefahren. Sind wir über den San Bernardino Pass gefahren, oder was für ein nicer Pass ist das? Was übrigens ein viel nicerer Pass ist als der Gotthard, also fahrt lieber über San Bernardino als über den Gotthard. Der Gotthard ist halt schon so neu gemacht, dass es gar nicht wirklich ein Pass ist. Ja. Also, es ist mehr einfach Straße auf Straße ab und San Bernardino ist halt wirklich noch, du hast genau das Feeling. Ja. Dann haben wir oben auf dem San Bernardino noch absolute Fire Pics getaped. Was übrigens auf meinem und auf seinem Insta gibt. Gehen wir die Bilder liken, die sind so lit. Dann sind wir über den San Bernardino gefahren, auf Lags und haben dort noch in die Freestyle Academy wollen, aber weil die absolut teure Preise haben... 60 Stutz! Haben wir dann nicht gemacht. Dann sind wir in Goma-See baden, der ist auch gerade dort um die Ecke. Sind wir dann baden, es war absolut kalt. So. Das Ding war, als wir am Morgen noch in Lugano waren, war es sau warm. Blauer Himmel, schönes Wetter und dann sind wir auch beim Wasser und dann dachten wir gehen in Goma-See baden, das ist sicher nice. Das Problem war, es ist schon fast dunkel geworden, es war bewölkt und relativ kalt, aber wenn man dann einmal im Wasser war, ist es eigentlich nicht so schlimm. Es war gar nicht so kalt. Aber was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist der Goma-See allgemein. Da wird so mega gehypt momentan gefahren, aber es ist gar nicht, also so in dieser Stimmung, wie wir da sind, gar nicht so ein nicer Berg gewesen. Zum Parkieren beim Goma-See haben wir noch mega den Move gemacht, weil wir kein Bargeld dabei hatten. Und zum Parkieren musst du ja bei der Parkour Bargeld rein droppen. Und dann haben wir eben die Ravioli-Dose dabei gehabt und haben halt Geld gebraucht. Wir haben 1 Franken gebraucht für den Park, um eine Stunde Parkgebühr zu zahlen. So. Und wir haben halt gedacht, so, einfach Leute fragen, so, geben uns einen Franken bitte, wir wollen einen. Das ist ein bisschen wack. Ist einfach wack und haben wir gedacht, wir nehmen die Ravioli und bieten sie ihnen als Tausch an, aber weil niemand die Ravioli will nehmen, dann können wir Ravioli und den Stutz über so. Also, es war auch so unser Mindgame, wir haben gedacht, so, die wollen die Ravioli eh nicht, aber wir bieten es an, damit wir nicht so wie geil wirken. So. Und nachher hat es einfach voll funktioniert. Es hat voll funktioniert. Wir haben Stutz bekommen, den reindroppt und dann können wir parkieren. Ja. Also dann sind wir weitergefahren vom Goma-See. Wir haben eigentlich zum Markt wollen, wo immer noch der Dennis jetzt übrigens. Sag mal schon hallo. Das ist bei dir übrigens moin. Dann sind wir bei Chur und beim Badensee vorbeigefahren, sind dann beim Zürichsee angekommen.
Und sie sind dann auf die grandiose Idee gekommen, dass die Nati, die ja YouTube macht, gerade auf der anderen Seite vom See wohnt. Und wir sind gerade so kurz vor der Abbiegung zur Rappi, wo gerade noch so eine Brücke über den See fährt. Haben gefunden so, wie spontan nice wäre es jetzt einfach auch noch dort schnell vorbeizugangen. Dann haben wir gefunden, wir gehen dort einfach noch schnell vorbei, haben sie ein bisschen verarscht und sie ist einfach absolut an uns vorbeigelaufen. Wir sind so hinter dem Auto geguckt. Genau, dann haben wir sie noch getroffen und dann sind ihre Eltern gekommen, die einfach random haben ja von Filmen. Dann haben wir mit den Eltern gesagt, okay, schau, die können unsere Ravioli-Dose haben. Dafür haben sie uns Milkshakes gemacht, dann haben wir rein können. Dieses Teil ist in später Stunde überfallen worden. Da haben wir Gangster. Oh nein, der Film! Ah, sie filmen? Ja, Ganz so Nummer 2 in der Wenn du noch Büchse Ravioli? Oh nein, wir können es nicht. Büchse Ravioli. Wir haben uns Milkshakes gemacht, wir haben ihnen eine Ravioli-Dose gegeben und haben noch kurz die Nati auf 900 Abos aufgepusht, wo ein Livestream dabei war. Absolut lit. Haben wir noch Kuchen bekommen. Kuchen auch noch. Und nachdem wir abgefahren sind, hat der Vater von ihr ein Video geschickt, wo der Ravioli am Kochen war. Can und Adi, danke vielmals, dass ihr da sind und den Kuchen und den Shake genossen habt. Und ich habe natürlich gerade auch Hunger bekommen und habe eure Ravioli gekocht. Dann haben wir uns auf die lange Fahrt gemacht zum Markus, etwa noch keine Ahnung, von dort so 3 Stunden ist es gefühlt. Nur 3 Stunden. Ja, weißt du, wir sind um 11 Uhr um 11 Uhr sind wir dann losgefahren und haben irgendwie am Markus gesagt, so, ja, wir sind um 11 Uhr, 12 Uhr bei dir. Der hat so lange gewartet auf uns. Marc ist ja dabei da, aber jetzt kommt der Marc ins Game, So, jetzt wird es wieder plötzlich spannend. Dann war es aber so lustig, wir sind gefahren und wir sind so müde, dass wir einmal auf der Autofahrt verschieben. Ja. Haben wir schnell raus müssen, schnell. Dann sind wir einfach überrascht gefahren und haben uns kurz entspannt und sind wir mit so ein bisschen nice auf dem Parkplatz rumgefahren. Wir erzählen an der Stelle auch nicht, was da passiert ist. Nachher sind wir dann auch so um 12:30 beim Marc angekommen. Und das Geile war, wir haben nachher einfach noch gequatscht, bis irgendwie am 4 Uhr in der Nacht. So. Weißt du, eigentlich wären sie nur gekommen, einfach schnell zum Übernachten, dass sie einen Schlafplatz haben. Ja. Dann sind sie gekommen und haben noch 100 Stunden einfach gelabert. Der Adi und Markus Galaxus da. That shit escalated fucking quickly. Oh mein Gott. Es war wirklich mega nice. Oben gesehen, am nächsten Morgen sind wir aufgestanden, haben beim Morgen gegessen. Ja, und dann haben wir eigentlich etwas mit dem Marc machen, aber der Spaß, die einfach nicht wollen. Wir mussten ein Video schneiden, die YouTube-Brand machen. Von dem her sind wir dann losgefahren. Du kannst natürlich wieder so wild gehen. Abonniert mich. Und weil wir gedacht haben, dass wir über die letzten 1,5 Tage fast nicht gemacht haben und übergut ausgeschlafen sind, gehen wir noch ein Windel ins Bounce Lab trampen. Und die Session war mega nice. Der Can hat zum ersten Mal einen Backflip gemacht, auf hartem Boden sozusagen. Auf dem Airtrack. Auf dem Airtrack. Nice! Nee. Nice! Nachdem sind wir relativ müde gewesen, es hat uns schon ein bisschen genommen, die Session, sind wir heimgefahren im Stau, weil es einen absoluten Unfall gegeben hat, nach der Raststätte, gerade nach Bern. Wir sind auch gerade so nebendran vorbeigefahren. Es ist wirklich so ein Auto dort gelegen, das kein Dach mehr hatte. Das war recht eindrücklich. Wir sind nach irgendwie nur 80 in der 120 Zone gefahren. Wir sind gerade so unter Schock und alles nur noch safe. So. Dann sind wir endlich am 7 oder doch um 7 sind wir bei mir daheim angekommen und mussten in 10 Minuten uns umziehen, uns duschen und parat machen, weil wir haben noch auf den Zug müssen auf Basel, weil der liebe Switzerland sein Abschlussessen hatte, weil er jetzt auf Taiwan gegangen ist. Das ist richtig nice! Dort haben wir dann einfach noch schnell Ciao sagen, schnell zu essen gemacht. Absolut geiles Essen ist das nach dem Roadtrip, wo wir absolut nichts gegessen haben. Es ist einfach mega nice, dort essen und schnell die Lionel nochmal zu sehen. Dort ist dann der Roadtrip auch so langsam rausgeklungen, wo wir dann wieder gegangen sind. Basel am Bahnhof, es hat geschifft, richtig melancholische Stimmung. Ja, dann war der Roadtrip fertig gewesen. Einfach 2 Tage komplett Programm gehabt. Auch unterwegs. Ich weiss nicht, wie viel. Wir sind einfach so durch die ganze Schweiz gefahren. Das ist crazy. Komplett ökologische Sache gewesen, auch schlussendlich. Ja. Es war einfach nice gewesen. Und ich glaube, nächstes Jahr wird es safe. Hey. Aber dann wird es international oder so. International, Alter. Und zwar nicht das dritte oder das vierte, was nice wird. Ja,
Gibt's noch etwas zu sagen? Ja, Machen das den war's Roadtrip. gewesen. Machen den Roadtrip. Noch ein Roadtrip. Das war die Story gewesen vom übel krassen ökologischen mega nice Hyper-Roadtrip mit dem Johnson zusammen und dem Marc und dem Nati und dem Sayag und noch vielen anderen random Dudes, die wir mal immer kurz getroffen haben und geredet haben. Mega nice gewesen, mega nächsten Sommer wieder und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Peace und Blümli. Es kommt nach dem Auto. Ist die Schocke geil?